Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach der 2:1. Wohlgemerkt verdienten Niederlage bei Mainz 05. Ja, bevor wir reingehen in den Bums, wie immer der Hinweis, wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid und euch für den FC Bayern interessiert und euch gefällt, was ihr hier seht, dann abonniert doch einfach den Kanal. Es ist völlig kostenlos und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums hier. Abfahrt. So, während ihr euch sortiert, kann ich ja schon mal die Pressekonferenz anmoderieren nach unserem Spiel gegen den FC Bayern München. Ich begrüße unsere Gäste aus Bayern ganz herzlich, allen voran Vincent Kompany, der jetzt auch direkt das erste Wort zur PK erhält. Wie haben Sie das Spiel gesehen, Herr Kompany? Yeah, so first of all, congratulations to my colleague for the and Mainz football and Mainz 05 for the 3 points and the win, and I think we played against a team with a lot of life and spirit, and I think a team that was prepared to fight for every moment. From our side, I don't think there was a lack of fighting. I think we did that as well. I think we did that to the best of our ability today, but we've done it better in the past. And I think that in terms of the quality we've been able to produce in recent weeks, I think that today we were not at our best levels, but it doesn't take any, obviously. Ja, ich stimme Ihnen zu, dass wir nicht im besten Level waren. Aber wenn ich das weiß als Trainer, dann muss ich auch dementsprechend mal agieren. Ja. Das hat er nicht getan. Credit away from the fact that the opponent is able to have a say in that. And yeah, I think this game we can't play it anymore. It's done. So we're gonna use the energy. We're gonna use the defeat today to build fire into the next few days leading up to our game on Friday, because that's the only moment we can provide with an answer. Ja, das finde ich ja völlig richtig, ja, dass man jetzt aufs nächste Spiel schaut. Das ist völlig fein. Nichtsdestotrotz muss man natürlich das Spiel mal aufarbeiten. Und dass man das jetzt nicht in der Öffentlichkeit tut, ist für mich auch völlig fein. Aber das schon in ein Statement mit einzunehmen, direkt, was man zum Spiel sagen soll, finde ich dann schon schwierig. Aber gut, ja, dass man das auf Englisch macht, weiß ich auch nicht. Wenn er sich da noch wohler fühlt, alles gut. Muss man dann in Zukunft aber auch mal dran arbeiten. Ja, wie gesagt, man hat's also einfach so hingenommen, ja. Und er macht jetzt hier gerade den Eindruck in der PK, leider denselben Eindruck wie das, was das Team auf dem Feld gemacht hat. Man hat es so hingenommen. Ja. Und das wird der Sache dann doch nicht ganz gerecht. Da sollte man auch mal klar sagen, auch mal an die Mannschaft, ja, dass so ein Auftritt halt einfach dann nicht reicht. Ja. Ja. Vielen Dank. Bo, deine Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, ich bin sehr stolz für die Mannschaft. Wir waren sehr gut vorbereitet heute. Wir waren da, wir waren in jedem Zweikampf. Wir haben auch gut Fußball gespielt. Wir haben viel Mut mit dem Ball. Und deswegen gewinnen wir heute. Und das ist natürlich eine große Leistung für uns, die beste Mannschaft in Deutschland zu schlagen. Und für uns ist es einen guten Tag. Natürlich. Und wir sind sehr stolz, dass wir nicht nur Glück, aber wir auch, dass wir. Ja, ich weiß schon, was er sagen will. Nicht nur, dass Mainz heute glücklich gewonnen hat, nee, sie haben völlig verdient gewonnen. Ja, das muss man mal anerkennen. Die waren die bessere Mannschaft. Punkt. Wir haben das auch verdient, weil wir haben viel Mut mit dem Ball. Wir haben sehr gut verteidigt. Und das ist halt eine Sache, die nicht sein kann. Ja? Das ist völlig fein, dass du in Mainz mal verlierst. Ja, das ist ja nicht das erste Mal. Aber wieder die Art und Weise. Ja? Die Art und Weise war heute einfach erschreckend. Ja? Man hat keinerlei Ideen gehabt, keinerlei Anpassungen wurden vorgenommen. Man hat den Stiefel einfach weiter runter. Selbst in der 93. Minute haben wir den Stiefel noch 1:1 runtergespielt, anstatt alles nach vorn zu werfen und zu sagen, komm, irgendwie vielleicht machen wir noch das 2:2 und nee, gar nichts.
Ja. Und das ist das Traurige. Ja, das war überragende Leistung für uns. Danke, Bo. Jetzt seid ihr in der Reihe. Bitte bewaffnet euch mit den Mikrofonen. Der Peter Herbert Eisenhut von Sport aus Mainz und der FAZ beginnt. Herr Henriksen, dass Sie Ihrer Mannschaft den Sieg zutrauen, hatten Sie an der Pressekonferenz gesagt. Haben Sie auch damit gerechnet, dass Sie das Spiel so dominant gestalten können, wenn man die letzten paar Minuten mal rausnimmt? Nein, wir haben natürlich diese Hoffnung gehabt, dass wir ein Spiel wie diesen spielen kann. Wir weiß, dass alles klappen muss für Bayern München zu schlagen, aber das ist mit Mut, das ist mit Energie und Power und auch wir waren sehr, sehr gut vorbereitet, taktischerweise. Wir waren da, wir waren in der tiefe Block, wir waren wirklich gut, auch in der hohen Pressen, wir waren auch gut, wir waren aggressiv in jedem Moment des Spiels und wir haben auch Mut mit dem Ball. Ich denke, das ist das Wichtige, das ist der Schlüssel heute. Dann, wenn wir den Ball erobern, dann haben wir diesen Vertrauen, dass wir Fußball spielen können, auch in der Halbraum, auch tief und das war natürlich wichtig für uns, dass wir diesen Vertrauen hast in jedem Moment. Und ich denke, das ist wegen die letzten 4-5 Wochen, wir haben überragende Leistung gebracht. Linus Ulrich von der Bild-Zeitung, bitte. Herr Henriksen, herzlichen Glückwunsch zum Sieg erstmal. Man hat Ihnen ja den Jubel danach angesehen, die Emotionen. Man hat die Emotionen schon während des Spiels gesehen, Alter. Der ist abgegangen wie ein HB-Männchen, ey. Ja, sehr sympathisch. Sagt ja immer, 3 Punkte sind 3 Punkte, aber wie viel schöner ist es noch, den gegen den Rekordmeister Bayern München zu. Das ist nur 3 Punkte, aber ich habe 8-1 verloren und in Bayern letztes Jahr und 4-0 verloren für 5-6 Wochen und natürlich, das ist ein großer Sieg für uns. Aber nur ein Sieg. Aber natürlich, wir müssen Fußball ist Emotionen und wir müssen Spaß haben. Und wenn wir einen großen Moment, wir haben sehr viel gearbeitet die letzten viele Wochen, viele Monate und einen Sieg wie diesen zu erholen. So, und natürlich, wir sind froh und wir sind happy. Das ist also, wenn wir nicht happy, wenn wir gegen Bayern gewinnen, dann haben wir Probleme. Ja. Danke. Martin, kannst du einmal das Mikrofon zur Seite reichen? Genau. An Frau Sibia. Ja, oder so. Frau Sibia von SABC South Africa, bitte. Thank you, Coach Kompany. In English, please, Nosbusiso Sibia from South Africa. I just wanted to know, Coach, obviously South Africans wanted to know what's the updates with Harry Kane, firstly. And secondly, Coach, just outside of this game, in South Africa, we've got Percy Tau, who you've coached. I just wanted to know in terms of his career, because the last interview I heard is that he's going through a rough time because now they might not renew his contract at Al Ahly. What did you see when you coached Percy Tau as a player? And then lastly, South Africa now shows the Bundesliga to free-to-air channels, the channel that I work for. How important is it for German football to be shown in South Africa? Sorry for the long questions. And it's a big sidestep to the topic of this game, but I'm willing to answer. Naja, du hast doch selber den Sidestep schon aufs nächste Spiel gelenkt. Du willst über dieses Spiel gar nicht quatschen. Da musst du dich auch nicht beschweren, dass eine Frage, Christine, die sich nicht um das Spiel dreht. Of course, yeah. So I think first of all, Harry, I think he's doing well. So it was touch and go for this game. So hopefully he can be there for next game. And then I think I think my colleague will be able to understand what I'm saying. We always keep a bond with our players, and Percy Tau, of course. I understood already when I was coaching him how big of a star he was in South Africa, so I understand that for you it's an important question. But all I can say is I hope he does well in the next few years, and he did really well for me, so I wish him the best. And I think for today I don't think I can say much more right now. Right. Nächste Frage von Frank Hellmann von der Frankfurter Rundschau. Herr Kompanie, eine Frage noch an Sie, vielleicht dann auch auf Deutsch. Man hat ja in der Bundesliga gedacht, so der FC Bayern zieht einsam seine Kreise. Sie hatten noch nicht ein Spiel verloren bis zu dem heutigen. Wird dieser Meisterschaftskampf doch noch spannender als gedacht, oder hatten Sie erwartet, dass diese Vorhersagen von Uli Hoeneß ohnehin nicht eintreffen? Das ist das halt immer, ne? Bevor er jetzt darauf antwortet, der Uli Hoeneß soll endlich seine, ich versuche es human auszudrücken, seine Klappe halten. Ja?
Also ich weiß nicht, wie man als Vereinsmitverantwortlicher, okay, als Aufsichtsratmitglied, Blasels, wann war es? Nach 10 Spieltagen, nach 11 Spieltagen, so die Fresse aufreißen kann. Ja, erst recht, wenn man mal die letzte Saison sieht, wo wir auch eine gute Hinrunde gespielt haben und in der Rückrunde richtig auf die Fresse gekriegt haben. Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Nochmal, Blick auf die Tabelle. Leverkusen ist 4 Punkte hinter uns. Frankfurt kann sogar noch auf 3 Punkte rankommen, glaube ich, wenn die gewinnen sollten. Wir spielen dann jetzt gegen Leipzig. Denke, die werden auch motiviert sein. Ja, und jetzt malen wir mal nicht den Teufel an die Wand, aber stell dir mal vor, du spielst das nur unentschieden oder verlierst das Ding, dann sind die schon auf 2 oder 1 Punkt dran. Ja? Also, ich weiß nicht, warum man so große Fresse haben muss. Ja? Das ist doch klar, dass das die anderen sogar noch mehr nur anstachelt. Halt doch einfach die Gosch, ja, und lass den Willi doch auch mal in Ruhe arbeiten. Es war klar, dass das eine schwere Saison wird. Ja? Dass wir so stark gestartet sind, ist ja schon ein Wunder, wenn man sieht, dass der Kader sich halt fast gar nicht verändert hat. Ja. Da jetzt den Druck und diese Fragen werden kommen. Die werden bei jeder Niederlage, bei jedem Punktverlust werden diese Fragen immer wieder kommen, die ganze Saison durch, nur weil Uli Hoeneß da die Fresse aufgemacht hat. Ja. Wer braucht das? Also. Es ist Fußball. Man kann... Wenn man immer weiß, was die Ergebnis ist, bevor man das Spiel spielt, dann brauchen wir hier nicht zu kommen heute. Also es ist Fußball, die Gegner hat gekämpft, die haben gewonnen und das können wir jetzt nicht mehr ändern. Was wir aber beeinflussen können und dieses Gefühl ist immer da bei uns, ist, was wir wie erfolgreich wir sein können in die nächsten Spiele. Also was ist das? Wir haben jetzt einmal verloren. Okay, das tut immer weh, aber wir können noch sehr, sehr viel gewinnen in Zukunft. Dieses Gefühl ist da und dass die Mannschaft noch immer weiter nochmal vielleicht diesen Schritt machen will, noch besser zu werden. Also diese Motivation. Das habe ich heute halt nicht gemerkt. Ne? Das ist auch das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Man hat heute nicht gemerkt, dass diese Mannschaft will. Ja. Vielleicht konnte sie einfach nicht, ja, das kann sehr gut sein, weil halt einfach die Kraft gefehlt hat. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber wie ich schon in der Analyse sagte, wenn dem so ist, dass es ein Kraftthema war oder ein Kopfthema, ja, dann musst du einfach mal die jungen Jungs da reinwerfen. Ja. Punkt. Bleibt da. Also zum nächsten Spiel, das ist jetzt unser einziges Ziel und alles anderes können wir nicht mehr ändern jetzt. Dieses Spiel, wie gesagt, in Mainz dieses Jahr können wir nicht mehr gewinnen. Aber alles in Zukunft, ja, also we are looking forward to it. Florian Schlecht von der Allgemeinen Zeitung. Ja, guten Tag, Herr Henriksen, auch herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie wichtig war es für Sie heute auch die Erkenntnis zu gewinnen, dass die Mannschaft ohne Johnny Burkhardt diesen Sieg feiern kann, der ja dann früh ausgewechselt wurde? Und gibt es da schon eine Diagnose in irgendeine Richtung? Wir weiß gar nichts jetzt. Wir müssen morgen sehen, vielleicht an dem MRT oder etwas anderes machen und dann will wir mehr wissen. Aber wichtig für uns war es natürlich, dass Sieb kam rein und war unglaublich gut. Er hatte 2 Assists gemacht. Und wir weiß, dass er vielleicht nur 60, 70 Minuten spielen kann. Aber er war überragend und das war eine sehr, sehr große Leistung für ihn. Und das war wichtig für uns, dass er auch zeigen kann, dass wir ohne Johnny gewinnen kann. Das ist natürlich wichtig für die ganze Mannschaft, für die Vertrauen, für die Glaube, für die Gefühle, für alles. Du hattest noch eine direkte Nachfrage. Genau, zu Jae-Sung Lee. Sie hatten ja sich vor einigen Wochen noch immer sehr schützend vor ihn gestellt, als mal die Frage so war, warum er noch nicht in der Form ist. Jetzt ist er in der Form. Wie erklären Sie sich das? Wie sehen Sie auch seine Leistung heute? Nein, aber wir weiß, dass er in der Beginnung der Saison, er war ein bisschen, er hat immer wieder diese Nationalmannschaften und muss immer wieder nach Südkorea gehen und das macht ein bisschen, nicht so viel Spaß für uns, aber
das ist deswegen, wir haben die letzten 3-4 Wochen eine normale Wochen ohne diese Nationalmannschaft und dann war es, er ist unglaublich gut, er ist fit, wir weiß, dass er 95 Minuten spielen kann, sehr, sehr gut mit hoher Intensität laufen und er war wirklich gut heute. Peter Dörr war ein bisschen schneller von der Bild-Zeitung. Bitte mit der nächsten Frage. Ich habe 2 Fragen. Einmal zu Armindo Sieb. Warum kann der nur 60, 70 Minuten spielen? Und zweitens, im Moment ist es der 6. Platz nach dem Abstiegskampf im vergangenen Jahr. Was geht in dieser Saison für Mainz? Aber Armindo, wir arbeiten viel mit ihm, zu diesen Fitness zu kriegen und ich denke, dass im Januar, Februar er will 90 Minuten spielen und das ist wirklich gut für uns, weil er muss 90 Minuten spielen, natürlich, wenn Johnny nicht spielt und das ist deswegen hoffen wir, dass er 100% im Januar oder Februar und ja, wir sind der 6. Platz, aber das Wichtigste für uns ist immer wieder dieses nächste Spiel. Ich weiß, das ist langweilig und alles ist sagen, was ist los, aber wir müssen nächstes Spiel nehmen und das ist wichtig für uns. Wir haben einen großen Spiel Samstag in Frankfurt und das ist das nächste Spiel und das müssen wir Gas geben. Peter, bist du durch oder hast du noch? Ja? Timo Müller vom Kicker? Nee, danke, ist schon beantwortet. Ist schon beantwortet. Gibt es sonst noch Fragen? Ich sehe kein Handzeichen mehr, dann bedanke ich mich bei euch. Wünsche allen eine sichere Abreise aus der Mewa Arena. Danke. Jo, wünsche mir auch allen eine sichere Abreise aus dem Video hier, Leute. Das war's. Das war die PK. Ja. Ich muss es nicht wiederholen, ich habe meine Meinung dazu gesagt. Es ist völlig richtig, aufs nächste Spiel zu schauen. Allerdings sollte man auch mal klarer analysieren, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob man das tut mit intern, wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, woran es heute gelegen hat. Und ja, wir werden sehen gegen Leipzig. Kann man wieder ein bisschen was gut machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Was gut machen kann man natürlich nicht. Man kann keine 3 Punkte aus Mainz mehr gut machen. Wir werden sehen, wie die Leistung gegen Leipzig sein wird und vor allem wie das Ergebnis sein wird und wie entspannt oder nicht entspannt man dann in die Rückrunde gucken kann. Ne? In diesem Sinne, Leute, habt trotzdem ein schönes Restwochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wer Bock hat, Montag 18 Uhr live auf Twitch und dann quatschen wir ein bisschen über unseren FC Bayern. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.